Tamara und die Seehex. Ein russisches Märchen. Im alten Russland hat vor langer Zeit Tamara gelebt. Ein junges, hübsches Mädchen. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie in einer einsamen Hütte gewohnt, am Rand von einem dunklen Wald. Die Mutter war schon alt und zum Arbeiten schwach. Darum ist Tamara jeden Tag in den Wald gegangen, Pilze suchen. Im Dorf hat sie es verkauft. Manchmal hat sie aber so wenig gefunden, dass das Krättli kaum bödeln war. Es war ein armseliges Leben, das die Mutter und die Tochter zusammengeführt haben. «Pass auf, Tamara», haben die Leute vom Dorf das Mädchen gewarnt, wenn sie seine Rührling und Morchelfeil geboten hat. «Pass auf, tief im Wald, zmitz drin, da sprudelt eine Quelle. Drum wachsen die grössten und besten Pilze, die man je gesehen hat. Aber lass dich ja nicht verleiten. Pflück nie von diesen Pilzen. Das Wasser ist nämlich verzaubert. Wenn's doch machst, lauert eine grosse Gefahr.» So haben die Leute zu der Tamara geredet. Gegen Ende vom Sommer ist Tamara am Waldrand gestanden. Sie hat keinen einzigen Pilz mehr gefunden. Ganz verzweifelt ist sie in den Wald hinein, immer weiter, auf einem dunklen Weg. Sie hat nicht gewusst, wo der herführt. Auf einmal ist sie auf einer Lichtung gestanden. Saftige Gräser und selten herrliche Blumen sind dort gewachsen. Und mitten drin hat eine Quelle silbrig glitzert. Und ringsum sind riesige Pilze gestanden. Tamara hat es fast blindet, so schön war es. Aber was ist das? Aus dem Wasser hört man ein eigenartiges Stöhnen. Das ist die Quelle, wo die Dorfleute davon erzählt haben. Schnell hat sich Tamara umgedreht und ist ein Stückchen in den Wald zurückgerannt. Aber dann ist sie stehen geblieben und hat in ihren Korb geschaut. Nein, mit einem leeren Korb mag ich nicht zu meiner Mutter zurückkommen, hat sie gedacht. Und vorsichtig ist sie wieder umgekehrt und ist auf der Zehenspitze zu dieser Wunderwiese hinangeschlichen. Blitzschnell hat sie ein paar Pilze gepflückt. In dem Augenblick fragt eine liebe Stimme: «Willst du meine Frau werden?» Tamara ist zusammengezuckt. Woher kommt die Stimme? Aber schon fragt sie zum zweiten Mal: «Willst du meine Frau werden?» Es ist eine traurige, weiche Stimme. Tamara hat jetzt ganz genau gehört, dass die Stimme von der Quelle hergekommen ist. Sie ist gegangen schauen, wer da mit ihr redet. Da tönt es zum dritten Mal: «Willst du meine Frau werden?» Tamara war so gerührt, dass sie voller Liebe geflüstert hat: «Ja.» «So gang zu deiner Mutter zurück und hab keine Angst mehr.» «Ja», hat Tamara nochmal gesagt. Dann hat sie ihren Korb mit den Pilzen genommen und ist flink durch den Wald heimzugesprungen. Dort, wo die Bäume nicht mehr so dicht stehen, hat sie stehen bleiben. Eigentlich hätte man jetzt ihr Häuschen sehen sollen. Sie hat sich die Augen gerieben. Weg. Das armselige Hütli war weg. Dafür ist ein goldiger Palast in den Himmel aufgeragt. Unter einem mächtigen Torbogen hat die Mutter schon auf Tamara gewartet.
Sie ist nicht mehr schwach und krank gsi. Oh nein, sie hat glücklich gelacht. Tamara ist ganz verwundert durchs Tor durchgelaufen. In dem Moment sind alle alten Kleider von ihr abgefallen und ein reich besticktes Gewand hat sie eingehüllt. Das Kopftuch, wo sie angehabt hat sich in eine Krone mit lauter Diamanten verwandelt und die Schuhe sind mit Edelsteinen verziert gsi. Die Sonne ist langsam hinter dem Wald versunken. Jetzt ist eine Kutsche vorgefahren. 6 schwarze Rosse haben sie gezogen. Ein schöner, junger Mann ist ausgestiegen. Vor der Tamara hat er sich verneigt. Dann hat er sie angelächelt und gesagt: Im Wald aussen, bei der Quelle, hast du mir versprochen, du willst meine Frau werden. Ich bin ein Prinz, aber durch einen bösen Zauber bin ich in dieselbe Quelle verwandelt worden. Und du, meine liebe Brut, hast mich erlöst. Schau da den Palast und alles drumherum gehört dir. Jeder Wunsch, wo du hast, wird dir erfüllt werden. Aber eins ist die Bedingung. Ich kann nur während 3 Tage im Jahr bei dir sein. Und meinen Namen darf ich dir auch nicht verraten. Drum, bitte, frag mich nie danach. Jetzt haben sie ein prächtiges Hochzeit gefeiert. Aber bald darauf ist der Prinz verschwunden. Tamara ist allein zurückgeblieben. Sie ist durch die 100 Säle vom Palast geschlichen und hat sich nach ihrem Prinz gesehnt. Sie ist auch viel in den Wald gegangen. Pilz hat sie jetzt nicht mehr suchen. Dafür hat sie mit den Eichhörnchen gespielt und mit den Eulen und hat mit den Ameisen geplaudert. Die Tiere sind bald ihre besten Freunde geworden und haben sie über das grösste Traurigsein tröstet. So ist ein Tag nach dem anderen verstrichen, ohne dass Tamara etwas vom Prinz gehört hat. Einmal an einem Tag hat eine alte, verlumpte Frau ans Schlosstor geklopft und um ein Stückchen Brot bettelt. Auf Befehl von der Tamara haben ihren aber Diener ein feines Essen serviert. Das Hutzelweibli hat sich's wohl sein lassen. Dann hat sie nach der Prinzessin verlangt. «So, du bist die grosszügige Gastgeberin», hat sie gesagt, wo es vor der Tamara gestanden ist. «Du bist gütig zu mir. Ich bin dir dankbar. Aber du lachst ja nie. Was plagt dich? Willst mir nicht deinen Kummer anvertrauen?» Tamara hat erzählt. «Gute Frau, ich habe meinen Mann doch so lieb, aber ich darf ihn nur an 3 Tage im Jahr sehen. Seinen Namen kenne ich auch nicht und darf ihn auch nicht wissen. Und da macht mich traurig.» «Du musst ihn halt immer wieder fragen», hat die Albfrau gesagt. «Immer wieder. Du wirst sehen, sobald er seinen Namen verraten hat, wird er das ganze Jahr und für immer bei dir bleiben.» Mit diesen Worten und einem eigentümlichen Lachen ist sie verschwunden. Wochen und Monate sind vergangen. Endlich ist der Prinz wieder heimgekommen. Tamara war ganz aus dem Häuschen, vor lauter Glück. Nur, da, was die alte Frau dort zu ihr gesagt hat, hat sie nicht vergessen. Es hat wie ein Stachel in ihr gebohrt.
«Oh, mein Prinz», hat sie immer wieder geschmeichelt. «Ich weiss überhaupt nicht, wie ich dir rufen soll. Willst du mir nicht deinen Namen sagen? Bitte.» «Das darf ich nicht, liebe Tamara. Bist so gut, frag nicht mehr danach.» Der Prinz ist jedes Mal ganz traurig geworden. Aber Tamara war wie besessen. Sie hat nicht gemerkt, wie sie den Prinz plaget hat. 3 Tage lang hat sie so gedrängt. Der Prinz ist immer stiller geworden. Und wo der 3. Tag zu Ende gegangen ist, hat er seine hübsche junge Frau liebevoll an die Hand genommen und hat sie ans Meer geführt. «Ich sehe, du bist so unglücklich, weil du meinen Namen nicht weisst», hat er leislich gesagt. «Möchtest du ihn immer noch wissen?» «Ja, ja», hat Tamara gerufen. Der Prinz ist ein paar Schritte ins Wasser rausgewartet und hat traurig geseufzt. «Oh je, Tamara, ich heisse Igor.» Kaum hat er das gesagt, ist er in der Welle versunken. Tamara hat laut aufgeschrauen. Es ist ihr jetzt klar geworden, dass sie den Prinz durch ihre eigene Schuld verloren hat. Sie hat bitter gepriegt. Wenn ich doch nur nicht immer nach dem Namen gefragt hätte. Warum habe ich dieser Alten geglaubt? Verzweifelt ist sie heim zugestolpert. Aber wo ist der Palast geblieben? Wo die goldigen Türme? Alles war verschwunden. Weg. Das armselige Hütli ist wieder an seinem alten Platz gestanden. Die Mutter davor in ihren schäbigen Kleidern von früher. Ganz elend ist Tamara unter dem Baum gelegen. Und zum Glück sind ihr vor lauter Erschöpfung bald die Augen zugetrollt. Es ist Nacht geworden. Eine Eule ist dorthin gesegelt und neben die schlafende Tamara hergehöckelt. Sie ist ganz nahe zu ihrem Ohr gerutscht und hat geflüstert: «Weit im Meer russe liegt eine Insel, die gehört der Seehex. Wenn du deinen Prinz zurückbekommen willst, musst du zu dieser Insel raussegeln. Es wird eine gefürchtige Fahrt werden und du darfst gern nie hinterher schauen. Wenn du nur einmal zurückschaust, ist alles umsonst. Deine Freunde vom Wald werden dir helfen.» Tamara ist verwacht und hat sich die Augen gerieben. Die Eule war fort. «Habe ich geträumt? Ich gehe auf die Insel der Seehex», hat Tamara entschieden gesagt und hat sich aufgerappelt. Jetzt hat es geruscht in der Luft. Ein Kormoran ist gelandet, direkt vor ihren Füßen. Er hat aufgeregt mit den Flügeln geschlagen. Tamara hat die Sprache verstanden. «Ich komme! Du willst mich nebenher bringen! Vielen Dank!» Schnell ist sie auf den Rücken von dem grossen Vogel geklettert und er hat sie bis zum Meer geflogen. Am Strand ist ein Boot parat gelegen. Tamara ist eingestiegen und hat die Segel aufgezogen. Der Wind hat kräftig reingeblasen und das Schiff mit der Tamara ins Meer rausgetrieben. Es war eine scheissliche Fahrt. Das Wasser ist immer wilder und dunkler geworden, bis es richtig schwarz war. Schleimige Fische haben ihre Köpfe zu den Wellen ausgestreckt und nachgerufen: «Tamara! Tamara!» Aber Tamara hat tapfer für sich geschaut und kein einziges Mal den Kopf gedrüllt. Die Reise hat Menge Tag und Menge Nacht gedauert. Und wenn Tamara anfangen zu verzweifeln, hat sie ganz fest an ihren Prinz gedacht und an die Eule und an die Tiere vom Wald, die ihr helfen. Schliesslich hat sie die Umrisse von zackigen Felsen gesehen.
Tamara ist darauf zugesegelt. Sie hat eine Insel mit einem düsteren Schloss entdeckt. Um die hohen Mauern und die riesigen Türme sind graue Nebelschwaden gehangen. «Schloss der Seehex», hat Tamara halblaut vor sich her gesagt. Ihr Herz hat wild geklopft vor Angst. Aber sie hat all ihren Mut zusammengenommen und hat das Boot ans Ufer gezogen. 2 Wächter haben sie gerade in Empfang genommen und direkt vor die Seehex geführt. Dort ist die gesessen, auf einem Thron aus Muscheln und Korallen. Sie hatte ein glänziges, grünes Kleid aus Seetang an. Eine giftige Schlange ist ihr als Kettchen um den Hals gehangen. Tamara hat es geschudert. Aber tapfer hat sie die Seehex gebeten. «Verehrte Frau Königin, ich habe die lange Reise hierher gemacht, weil ich meinen Mann, den Prinz Igor, möchte holen. Bitte sind Sie so freundlich und gehen ihn frei.» «Ja, gern, liebes Kind», hat die falsche Hex gesagt. «Aber zuerst musst du aus diesen Sachen in dieser Tasche hier eine Krone anfertigen. Es muss die schönste sein auf dieser Welt. Hast du verstanden? Du hast 7 Tage Zeit dazu. Wenn du bis dann nicht fertig bist und es dir nicht gelingt, dann musst du sterben.» Die Seehex hat Tamara einen Sack gegeben. Und die Wachen haben sie in einen finsteren Turm gebracht. Und dort haben sie in eine munzige Kammer gesperrt. Ein einziger kleiner Lichtstrahl ist durch das Gitterfenster durchgeschlafen. Jetzt hat Tamara in die Tasche geschaut. Ist das alles? Ein paar Maiskörner? Wie soll ich da draussen Kronen machen? Sie hat aufgegeben und die Tränen sind ihr Backen abgekugelt. Da hat nicht etwas gekrabbelt am Fenster? Geschwind hat sie rausgeschaut und hat im letzten Moment einen Freudenschrei abgeschluckt. Aussen am Turm sind ihre Freunde, die Eichhörnchen, aufgeklettert. Zwischen den Pfötchen haben sie Goldstückchen und Edelsteine geklemmt. Die haben sie flink durch die Gitterstäbe durch ins Kämmerchen geworfen. Jetzt hat Tamara an die Arbeit können. Sie hat eine Krone gemacht, wie es keine zweite gegeben hat auf dieser ganzen Welt. Wo sie fast fertig war, haben ihre Eichhörnchen noch ein goldiges Ei gebracht. «Da musst du oberst drauflegen», haben sie gewispert und sind schnell wieder verschwunden. «Ihr guten Tier, habt 1000-mal Dank», hat ihnen Tamara zugewunken. Am Ende der 7 Tage haben die Wächter Tamara wieder zu der Seehex geholt. «So», hat die Spitze gekrächzt, wo sie das viele Gold und die Edelsteine gesehen hat funkeln. «Komm schön daher und setz mir die Kronen auf den Kopf.» Tamara ist langsam näher zum Thron. Wo sie nur noch ein paar Schritte davon weg war, hat sich die Schlange vom Hals der Seehex gelöst. Sie hat giftig gezüngelt und ist auf Tamara zugekrochen. Gerade hat sie beißen. Da hat es einen gewaltigen Donnerschlag gegeben. Das goldige Ei auf der Krone ist aufgesprungen und ein Habicht ist rausgeflattert. Er hat wild mit den Flügeln geschlagen und blitzschnell hat er sich auf die Schlange gestürzt und hat ihr den Kopf abgebissen. Die Seehex hat gellend aufgeschrauen. Und jetzt ist sie wieder in die alte, lumpige Frau verwandelt worden, in die Säbe, wo damals zu der Tamara aufs Schloss gekommen ist. Der grossartige Thron der Seehex ist in einem lodernden Feuer zusammengeschmürzelt. Eine dicke Rauchwolke ist aufgestiegen. Und mitten daraus raus ist der Prinz Igor auftaucht.
«Tamara!» hat er gerufen und ist mit ausgestreckten Armen zu seiner Frau gelaufen. «Traui, Tamara! Du hast mich erlöst. Ich danke dir. Komm, jetzt können wir heim.» Ja, die Hex hat endlich ihre Zauberkraft verloren und ist für ewig verschwunden. Der Prinz und Tamara sind übers Meer zurückgesegelt. Da ist jetzt ganz ruhig gsi und die Sonne hat sich drin gespiegelt. Schon von weitem haben sie die goldigen Türme vom Schloss gesehen, unter einem blauen Himmel leuchten. Auf den Dächern haben bunte Fähnen geflattert. Und am Tor hat die Mutter fröhlich zum Empfang gewunken. Von jetzt an hat der Prinz Igor immer bei der Tamara bleiben. Und sie haben noch manches Jahr glücklich miteinander gelebt.